Hallöchen Popöchen und willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Ja, wir haben da so, ich meine, dieser Olgierd von Everec, das ist ein interessanter Typ, ich meine, er ist ein Sterbloch. Why not, war also der erste überhaupt in der ganzen Hexerei, der jemals ein Sterbloch war. Und dieser, naja, Man von Glas war, das spielt der Gaunter Odin, was das genau für ein Typ sein soll. Oh Mann, oh Mann. Nun gut, zumindest haben wir hier noch einige Dinge zu erledigen. Ja, das sind da die Hauptquests noch gerade dran. Ich würde die auch gerne fortführen, vor allem zumindest die eine hier mit dieser austoten Mann. Das meine mal wegen Shani, oder? Ist wieder gut, die Schöne zu sehen. Die schöne Braut, hat man gesagt, ja. Die alte Freundin. Moment, das kann ich richtig hinsetzen, sonst funktioniert mein Controller nicht richtig, so ist schon besser. Sonst mit Sidequests und so würde ich sagen, nach dieser Quest wieder, war. Ich denke vor allem mit denen hier los und vor allem mit dem blauen war. Das nehmen diese Quests von Hearts of Stone und die will ich in diesem Let's Play hier vor allem angehen. Die anderen, naja, teilweise geht sowieso nicht mehr. Oh, eine gute Frage. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt mal machen würde, weil Triss ist gar nicht mehr da. Okay, jetzt zeigt mir an Novigrad, hä? Das ist ganz schlecht. Zeigen wir uns Novigrad an, aber wo Novigrad? Hallo? Hallo, Spiel, wo hier Novigrad? Geiler Bug. Apropos Bug, mittlerweile ist es so, ist das eigentlich hier Dreiberg-Tor, ein Dreiberg doch hier irgendwo hier oben ist. Sogar noch weiter oben, aber egal, hatten wir schon mal. Ja, jetzt ist es noch so, dass hier noch irgendwie ein unbekannter Ort ist. Nee, mittlerweile gibt es gar eine neue Version im Spiel, sprich Version 1.11, die ich aber noch nicht installiert habe. Installiert vor allem, ja, das wird doch Schweizerdeutsch. Installiert habe, und zwar aus dem Grund, damit ich hier aufsitzen kann. Nee, aus dem Grund, weil, ja, an diesen, also ist natürlich wieder mal ein bisschen Bugfixen und so, oder ist klar. Aber es geht vor allem auch darum, dass die Endbosse hier bei Hearts of Stone, da hätten wir unter anderem diese Kröter, die wir im Plug gemacht haben, oder auch dieser Magier von Ophiri, wo ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe. Die sind vereinfacht worden, weil andere Spieler gesagt haben, oh, Bossgegner aus Hearts of Stone sind viel zu schwer, das ist total scheiße. Denke ich mir so, langsamer. Dass ein bisschen schwerer sind. Okay, aber so viel schwerer, glaube ich jetzt eher weniger. Die ersten Wildschweine im Spiel, geil. Ja, und deswegen sehe ich es nicht ganz ein, wieso das so schwierig sein soll. Und aus dem Grund machen wir jetzt mal momentan noch, ja, Wildschweine, toll. Da finde ich auch geil, dass vor allem normale Monster ins Spiel integriert haben. Verdammt, wohl gerade, ja. Und weil ich eben erstmal gucken muss, um welche, oh, Alter, um welches Spiel, also um welche Gegner es überhaupt handelt, die so schwer sein soll. Will ich jetzt erstmal abwarten und die dann, eventuell später, wenn ihr selber merkt, oh nein, das ist wirklich viel zu schwer und so kriegen wir niemals hin, dass ich dann das Update mache. Bis dahin gerne mal weiter mit Version 1.10 loslegen. Wildschweine. Ganz normale Monster, wa? Obelix, wo bist du? Das finde ich so geil, ey. Und eben das erste, mein Hearts of Stone, wobei normale Wildschweine, hallo an die Hauer hier, alter Schwede. Ja, und das eben nur, sag jetzt mal nur, oder die erste Erweiterung mit circa 10 Stunden der Hauptstory, die erweitert wird. Aber wie sieht es denn erst mit also dann mit Blood and Wine aus? Wenn sowieso erst, so gut, so kommt sowieso erst 2016 dann. Aber mit 20 Stunden da mindestens und Alter, wenn da so viel einbauen. Wird sogar endlich mal Kovi und Povis noch, natürlich auch geil. Aber das ist ja Zukunftsmusik, hier haben wir nichts mehr. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wie gehabt weiter mit Gwen und so, also, ja, mit Zeichen, wir kennen es ja, aber das jetzt halt vor allem ein bisschen mehr mit Axi und mit Art arbeite. Ein bisschen mit Irden dann, war wir haben ein bisschen zu wenig noch. Bei Irden, das bringt es am Anfang stand noch gar nicht, das kannst du später machen. Aber gut, so viel dazu. Was wollte ich jetzt noch machen? Wir haben irgendwas aufgenommen. Eine Rüstung gibt es ja scheinbar auch. Also, ja, ich plane eigentlich schon, dass ich hier bei Hearts of Stone, was eben zu Hearts of Stone gehört, aber sprich halt neue Gegenstände, neue Sidequests und so, dass ich das alles zu 100% mache.
Der Rest, die alten Dinger. Naja, muss man gucken wegen New Game Plus und so noch. Obwohl, da gibt es meist innen noch eine gewisse Rüstung, die kann ich Ihnen sowieso mal zeigen, also sprich die Schemen. Oder worum geht's noch? Ja, ein paar Sidequests, Hexaufträge. Dass da noch spannend ist, naja. Ist eine andere Sache. 130 bereits. Scheiße, bin bereits voll. Okay, wir müssen. Ja, gehen ein bisschen hier runter. Weiter so, Plätze. Geht noch schneller als erwartet, war. Ob er zu voll war. Ich meine, klar, ihr könnt eine Mod installieren und so, ein bisschen mehr rausholen. Ich glaube, sonst maximal so mit Ingame Gegenständen. Kann, glaube ich, sowieso. Kann auf etwa 40 oder 50 vielleicht, war. Was man tragen kann insgesamt. Schneller. Mach langsam. Ne, vielleicht mit schwerer Rüstung noch ein bisschen mehr, aber ansonsten. Viel mehr geht da sowieso nicht mehr. Also dann, ja, wir haben noch ein paar Punkte, grasen später alles ab, ist jetzt kein Problem. Dann noch ein Schatz, okay. Wenn ich wieder hier bin. Hier geht's noch nicht durch, wa? Also so bald schon Kehr Moor hin. Ah ne, Moment, Quatsch. Lecker, was ist denn das für ein Gebiet? Edion vielleicht, wa? Ne, Moment, Edion müsste. Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Die müsste doch Edion sein hier unten. Das interessant, ne? Wissen wir. Ja, dann ist das ist doch der Brokkolinwald, wa? Der Brokkilon. Brokkolin, ganz schlecht. Ja. Entschuldigung, war ein bisschen verwirrt. Ich sollte die Bücher genauer lesen. Ein anderer Punkt für später. Ja, ein bisschen hierhin war. Ich noch gucken wegen den neuen Quests. Ich finde es ein bisschen schade, vielleicht haben sie das bei Version 1.11 verändert. Wenn ich halt hier gucke wegen den Quests, dann will ich halt wissen, Moment, sind normale Quests oder ist das irgendwie mit Hearts of Stone? Momentan sehe ich das nicht. Natürlich alle annehmen, aber Und wie? Alles dralleweit. Hey, wieso jetzt ein Gegenstand mehr? So, da, ja gut. Ist ja nur das... ne, scheinbar nicht. War Hexauftrag noch irgendwas Blaues? Nö. Von O4s Ferngestaaten. Wenn jemand in der O4 spricht. Vielleicht noch näher, war? Ich wollte gerade sagen, die sind doch hier. Hä? Haben das jetzt... Okay, später. Brauchst du etwas, Meister? Dann brauchen die sicher jemanden, der sich Bücher und Schriftrollen. Toll wohl sein Rennen. Ich kann natürlich nicht, weil ich belastet bin. Ich kann nicht rennen, ich bin lahmarschig. Dieser Kobold gestern auch was gestohlen. Das soll dir eine Lehre sein, sich über Von das O4s fernen Gestaden. Nachher. Kiste Äpfel. Nein, ja, falsche Quest. Entschuldigung, wenn wir das mit Shani zuerst machen. So. Also echt allgemein überlastet bist, Rennen geht nicht. Nö. Bitte nimm mir was ab, ich bin überlastet. Ich fühle mich überlastet. Naja, dankeschön. Zeig mal. Natürlich erstmal muss ich ein bisschen verbessern hier, weil sonst ist... Alter Schwede, alles achten. Nee. Natürlich erstmal nur noch trage. Hört noch eine Animation hier? Ja, Leuchteffekt, geil. Der Ordens der Flammenrose. Von denen haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Ich überlege gerade, Witcher 1, Witcher 2, ja. Witcher 3, vorher noch nicht. Ich frage mich nur gerade, ob die vielleicht sogar in Büchern vorkamen. Geht dann die weiße Rose, gibt es da noch irgendetwas? Ja, aber sehen wir alles noch. So. Verschluckt mich gerade, Hilfe. Mein eigenen Spuk, gar nicht schlecht. Ja, erstmal das hier weg. Hat auch kein Mensch. Die kann man vielleicht noch irgendwie zerlegen, wa? Ich meine, das sind ja keine alten Gegenstände, das sind ja, wie gesagt, jetzt hier neue. Die sind ja schwer, da kann ja zwar... Kennen wir auch, ist nichts Besonderes. Gwenville. Auch schon etwas gesehen. Zack. So, jetzt sind wir gespannt. Zerlegen. Was kriegen wir dafür? Bernsteinstaub.
Amethyststaub, Saphirstaub. Könnte sich noch lohnen, wa? Klar, eine große Igniglyph. Zerlegen, ein bisschen dann schlecht, ey. Ach ja, Rose der Erinnerung. Nee, die... Ist ja nicht die Rose aus Witcher 2, wa? Nee, jetzt, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen... Hä? Ich sollte aufhören, die Spiele durcheinander zu zocken. Das ist nie gut. So, da kriege ich aber nie etwas Besonderes dafür. Dunkle Eisplatte kann noch brauchen. Ja, ja, gut. Das braucht man eigentlich nicht mehr. Kann den noch zerlegen. Das ist halt die Frage in den Kleinen hier, war, weil... Ja komm, die eine packe ich mal weg hier und verkauf sie mal. Die können wir dann eventuell mal selber noch zu mittleren und großen verarbeiten halt. Kleiner Runenstein, kleine Igniglyphe, wir haben noch eine große. Okay, okay, okay. Ja, und dann geht's, wir haben genug Geld, aber trotzdem noch 5000 für den alten Ophire-Typen da. Bis dann. Ja, ich frage mich halt, ob wir vielleicht noch... Also ob es eigentlich schon im Verlauf des Let's Plays eine Rüstung finden, die zwar besser als unsere aktuelle, oder aber halt trotzdem auch schick aussieht. Weil die anderen Rüstungen meistens... Was kann ich für dich tun? Spielen wir gewinnt? Nee, danke schön. Also jetzt nicht hier, ein anderes Mal dann. Ich würde gerne ein paar Da bist du, Hiri. Naja, wir kennen ja den Spruch. Gut, jetzt aber war... Alter, was? Ist hier eine neue Quest? Achso! Genug aber für ihn. Ja, okay. Nee, später. Jetzt kann man irgendwie der 7. Part oder so im Let's Play und jetzt bereits... ist bereits alles geil und so. Nee, dann wäre noch ein bisschen zu früh. Hat er viel bekommen, nee. Krass, war. Okay, wo ist denn die Wohnung von Shani, war? Weil, dann hätten wir die in Witcher 3, also, später im ersten Let's Play, war, bei der Wild Hunt. Hätten wir die auch schon aufsuchen können. Und trotzdem muss ich dazu sagen, weil wie gesagt, jetzt erwähne ich mir die ganze Zeit von wegen, ja, Hearts of Stone und so, geil, neue Änderungen und dann irgendwie doch wieder, sind eigentlich Dinge, die wir bereits früher schon hatten. Das ist doch eigentlich genau das Geile dran. Mein Witcher 1, gut, war sowieso das erste Spiel der Reihe, oder? Witcher 2. Das war der Teil, wo vor allem die Steuerung und so weiter verbessert wurde. Also eigentlich so wie es jetzt ist, mehr oder weniger. Dann Witcher 3, Wild Hunt, der große Abschluss, endlich mal mit Ciri, endlich mal mit Yennefer und so weiter. Und jetzt bei der Wild Hunt nicht mehr nur, also natürlich halt nicht nur Neues, sondern eben auch ein bisschen Altes. Um das zurückzubringen. Du wirst erstickt. Vielleicht sogar so, dass es vielleicht sogar irgendwie noch ein drittes Add-on gibt, wo du irgendwie noch The Witcher 2 integrieren kannst und so. Wäre natürlich auch geil. Also wenn du ein Spiel hast mit der Grafik-Engine, wo du eigentlich alle 3 Spiele zocken kannst. Ja, die wäre ein bisschen futuristisch und nicht futuristisch, sondern optimistisch. Und vor allem auch viel zu groß, stell dir mal vor. Kann bitte mal speichern, dankeschön. Alle 3 der Witcher-Spiele mit Add-ons, mit DLC, alles in einem Spiel integriert, in gleichen Engine. Natürlich schon geil, aber eben auch ein bisschen übertrieben. Shanis. Natürlich schwierig, verdammt. Ich frage mich echt. Aber ich hätte am liebsten gesagt, ja gut, ich gucke nochmal im alten Part so nach, weil ich bin ja hier nie durchgelaufen. Mich würde echt interessieren, wenn man halt das Add-on nicht geladen hat. Also sprich Hearts of Stone, wenn man das nicht geladen hat. Was wäre dann hier? Ist denn hier trotzdem Shanis Klinik und sie ist einfach nicht da, oder wie sieht's aus? Mir ist heiß. Es brennt. Scheinbar haben alle... Alter, was haben die alle? Lebensmittelvergiftung oder was? Kann ja wohl nicht sein. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht.
Geralt? Alles in Ordnung? Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Hm? Gar nicht wie eine Gelehrte. Gelehrte Frauen sind also grundsätzlich hässlich? Naja, sie haben ja Hirn. Da brauchen sie keine Schönheit. Stimmt's nicht, Jungs? Oh ja, Schreckschrauben, allesamt. Abstoßende Wesen. Ich würde sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber diese da ist anders, außergewöhnlich. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu. Du stehst auf sie, oder nicht? Was für ein Weltbild von Frauen, meine Fresse. Ja, sie haben ja Hirn, aber braucht sie nicht schön zu sein. Jede Frau ist schön, einfach halt von innen heraus. Das andere, naja, kann man sowieso operieren. Ich meine, es ist nicht so gemeint, aber ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie einen Unfall hat oder sonst irgendetwas, oder wodurch das Äußere verunstaltet wurde. Kann immer passieren. Dann irgendwie zu sagen, muss nicht hübsch sein, sie ist ja clever. Naja. Sie ist nicht mein Typ. Das kann es nicht sagen, Geralt, also sorry, aber nach The Witcher 1, nach den Büchern, nee. Das wäre eigentlich, eigentlich richtig. Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Wie wahr? Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Das stimmt allerdings, aber was man sowieso immer noch wundere, ich meine, Radovid ist ja tot. Ich meine, wer hat jetzt hier das Kommando und wieso sind die immer noch so optimistisch natürlich? Naja. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Catriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Oxenford zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Respekt, liebe Entwickler, Respekt, dass ihr das hier noch eingebaut habt. Muss ich schon sagen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens.
Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er handelt mit Spiegeln. Wie er mit Macht, ja, Männer zu sein. Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Everecks Bruder. Von Everec? Im 3. Jahr in Oxenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästeken, von Everec. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wlodimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bringe das Rauchfass mit. Alles klar, treffen wir uns mit Shani von der Familienkrypta, der von Everec. Das ist ein bisschen wundert hier, also wundert ist vielleicht übertrieben, aber was auch geil gewesen wäre wegen Nekromantie und so, dass man sich vielleicht entscheiden könnte. Entweder, ja, ich wähle Shani, dann geht's ohne Nekromantie, ohne Magie, oder aber, nee, ich nehme Yen mit und dann geht's mit Nekromantie. Hätte man ja auch machen können, wa? Aber nee, ich denke, das ist echt nur wegen Bezug und so, weil eben ist es natürlich auch so, du kannst das Spiel ja direkt nach Weißgarten, also das Spiel sage ich schon, das Add-on hier direkt nach Weißgarten zocken und da ist Yennefer halt ein Skellige, war plötzlich eine Skellige Reise und sagen, du Jenny, bau dich mal, aber mir fehlen ihm noch 20 Level, bis er dahin darf. Ist natürlich auch doof. Eine Hochzeitseinladung, okay. Daher, ja, vielleicht auch klüger, dass hier Hearts of Stone echt nur diese Charaktere sind, ohne eben irgendwie andere Hauptcharaktere noch. Da fällt noch was anderes ein, das kann ich eigentlich jetzt noch machen, bevor der Part zu Ende ist. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, dass ich, sobald wir das Spiel einmal durchgezockt haben, mal zurück zu Rittersporn gehen soll. Dort gibt es scheinbar noch irgendwie etwas, einen guten Hinweis, so etwas, keine Ahnung. Mal gucken, was haben wir hier noch zu tun bekommen? Lesen nicht. Oh. Das überhaupt mitnehmen dürfen und heißen aber so, Diebstahl, Kira, die kannst du nur, nimm dich jetzt nicht mit. Naja. Gut, gehen wir also ganz kurz zurück nach Novigrad schon wieder. Nein, nicht so weit runter, das ist ein bisschen zu weit. Ja, da. Und besuchen mal Rittersporn. Kannst du bitte mal... Danke, Gerald, fürs Rennen. Ihren Namen ändern. Bisschen Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage. So eilig meinst du? Zoltan! Zoltan? Geralt? Okay, mit ihm Quint zocken. Okay, noch, er gehört jetzt zur Questreihe Quint-Spiele gegen Freunde. Schön mit dir zu reden, Zoltan. Bis später. Rittersporn. Hast du kurz Zeit?
Für dich immer, mein Freund. Ja. Das Spiel haben wir durchgespielt, du sollst mit ihm reden. Ich sehe aber nichts. Wie bist du eigentlich in den Besitz? Du hast recht. Alonso Ja, kennen wir bereits. dies und ich habe Ich habe eventuell was falsch gemacht. Bis dann, Rittersporn. Oder aber, es geht sogar erst noch später. Nee, eigentlich waren wir das Spiel einmal durch und wir haben sie durch, war. Dann sollen wir nochmal zu Rittersporn gehen, um da, ja, noch eine besondere Textpassage zu bekommen, glaube ich, über Priscilla und ihn. Aber egal, gut. Wenn wir sagen, Leute, wieder mal danke fürs Zusehen. Nächste Folge dann mit Janin zur Familienkrypta. Und mal gucken, was da passiert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft nicht so. Was hier unten ist das? Nicht so leid, wie ich das gerne hätte, wa? Ich kann natürlich jetzt von hier aus, wa? Ist da, ja, wieso eigentlich nicht? Dann hier ein bisschen durch ins Gebiet, dann ein bisschen ein paar Typen platt machen, ein paar Monster und so weiter, dann komme ich hier hin, wa? Ist eine gute Idee, wa? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!